der Stille. Dies ist Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Das Kloster Debung schenkt seine Heiligkeit dem Dalai Lama den goldenen Thron von Chejamyang Chüje mit einem Gebet für ein langes Leben. Etwa 100.000 Menschen registrieren sich für die bevorstehenden tibetischen Parlamentswahlen. Das tibetische Exilparlament hält in Delhi eine interreligiöse Gebetszeremonie ab. Galön Dömögyeri stattet dem Innenminister von Karnataka einen Höflichkeitsbesuch ab. Die Interparlamentarische Gruppe für Tibet im Europäischen Parlament verurteilt Chinas jüngste Massenverhaftungen von Tibetern. Tibet House Japan veranstaltet Tibet-Workshop für Tibeter in Japan. Tibeter weltweit feiern weiterhin den 36. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Am Mittwoch dieser Woche wurde seine Heiligkeit dem Dalai Lama der goldene Thron von Chejamyang Chüje aus dem Kloster Debung überreicht. Bei der offiziellen Thronbesteigungszeremonie, die im Debung Naji-Kloster im Mongkut, Südindien stattfand, wurde seine Heiligkeit von seiner Eminenz Dr. Rinpoche, dem Oberabt von Debung, und den Äbten von Debung Gomang und Debung Loseling gemeinsam eine Gold- und Bronzeskulptur von Chejamyang Chüje überreicht, die ihren Respekt und ihre Dankbarkeit symbolisiert. Das Kloster Debung hielt außerdem eine Zeremonie ab, um seiner Heiligkeit ein langes Leben zu wünschen. Als weitere Geste der Ehrerbietung überreichten die ehemaligen Äbte des Klosters Taktsang Ladö seiner Heiligkeit im Namen des Klosters Ladö ein Dharma-Rat. Das Kloster Debung wurde 1460 von Chejamyang Chüje Deshibalde, einem der verehrtesten Schüler von Dzongkhapa, gegründet. Der goldene Thron von Chejamyang Chüje Deshibalde wurde von den nachfolgenden Dalai Lamas, angefangen von Gedun Gyatso, dem zweiten Dalai Lama, bis hin zu Thupten Gyatso, dem 13. Dalai Lama, angeboten und angenommen. Auch diesmal wurde die Tradition fortgesetzt und auf Wunsch der Klosterinstitution Debung eine formelle Thronbesteigungszeremonie seiner Heiligkeit des Dalai Lama auf den goldenen Thron von Chejamyang Chüje Deshibalde abgehalten. An der Zeremonie nahmen die Oberhäupter der Klöster, der oberste Justizkommissar, der Sprecher des tibetischen Exilparlaments, der Sicherheitsminister, Mitglieder des tibetischen Exilparlaments und viele Gäste aus den Reihen der Klostergemeinschaften und Laien teil, deren Zahl in die Tausende ging. Der Wahlleiter Lobsang Yeshe gab bekannt, dass insgesamt 91.042 Wähler für die Wahl des Sikyong und des 18. tibetischen Exilparlaments im Jahr 2026 registriert wurden. Darunter sind 56.749 Registrierungen aus Indien, Nepal und Bhutan sowie 34.293 Registrierungen aus Übersee. Am Dienstag dieser Woche hielt die Wahlkommission der tibetischen Zentralverwaltung eine Pressekonferenz ab, auf der sie über den aktuellen Stand der Wählerregistrierung informierte, die Medien über die durchgeführten Aufklärungsprogramme unterrichtete und Fragen im Zusammenhang mit den bevorstehenden tibetischen Parlamentswahlen beantwortete. Die Kommission hat 8 ergänzende Richtlinien herausgegeben, in denen das erwartete Verhalten der lokalen Wahlbeauftragten und Wahlhelfer sowie die Pflichten der Öffentlichkeit zur Gewährleistung eines erfolgreichen Ablaufs der bevorstehenden Wahlen dargelegt sind. Die Kommission informierte die Medien auch über die Entscheidung der Wahlkommission, dem Sikyong-Kandidaten Dashi Tokye für 2025 bis 2026 wegen Verstößen gegen die Bestimmungen der Charta der Tibeter im Exil und die Wahlvorschriften der Wahlkommission das Wahlrecht und die Kandidatur zu entziehen. Am vergangenen Freitag hielt das tibetische Exilparlament in Rajghat in Delhi ein interreligiöses Gebetstreffen mit Vertretern von 8 religiösen Traditionen ab. In seiner Eröffnungsrede hob Sprecher Khyentse Sonam Denpa das lebenslange Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die Förderung der universellen Verantwortung der Harmonie zwischen den Religionen und der Botschaft des Friedens zwischen den Kulturen und Nationen hervor. Here we peer or offer not only from individual tradition, but also through
share aspiration for peace, healing and harmony in the world. Vertreter der Bahai, buddhistischen, christlichen, hinduistischen, islamischen, jüdischen, parsischen und sikhistischen Gemeinschaften sprachen jeweils Gebete ihrer Religion, die ihre einzigartige spirituelle Tradition widerspiegelten und gleichzeitig die Einheit in der Vielfalt und den gegenseitigen Respekt zwischen den Religionen zum Ausdruck brachten. Das Allparteienforum des indischen Parlaments für Tibet feierte in Zusammenarbeit mit dem tibetischen Exilparlament auch den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama und brachte Mitglieder des indischen Parlaments aus beiden Kammern und über Parteigrenzen hinweg zusammen. Sprecher Kemo Sonam Dembe drückte in seiner Ansprache seine Dankbarkeit gegenüber der Regierung und dem Volk Indiens für ihre unerschütterliche moralische Führungsrolle und Großzügigkeit gegenüber den Tibetern aus und forderte die Parlamentarier auf, ihre Unterstützung und Solidarität fortzusetzen. Das Forum verabschiedete einstimmig 5 Resolutionen, darunter die Unterstützung des tibetischen Volkes, die Feier des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die Anerkennung seines spirituellen und kulturellen Erbes. Galunde Madjari vom Sicherheitsministerium der tibetischen Zentralverwaltung stattete am vergangenen Freitag Dr. Parameshwara, dem Innenminister des Bundesstaates Karnataka, einen Höflichkeitsbesuch ab. Während des Treffens sprach die Sicherheitsministerin der Regierung von Karnataka seinen aufrichtigen Dank für ihre unerschütterliche und kontinuierliche Unterstützung der Lebensgrundlagen tibetischer Flüchtlinge im Einklang mit der tibetischen Rehabilitationspolitik der indischen Regierung von 2014 aus. Er lud den Innenminister zu einem Besuch in Mankot und Dharamsala ein und äußerte den Wunsch, in den kommenden Wochen eine Audienz bei seiner Heiligkeit in Mankot zu erhalten. Am vergangenen Donnerstag hat die Interparlamentarische Gruppe für Tibet im Europäischen Parlament ihre tiefe Besorgnis über die Berichte über die Massenverhaftung von rund 80 Tibetern und die Verhängung einer Kommunikationssperre nach einer friedlichen Protestaktion gegen illegalen Goldabbau im Dorf Gashi im Osten Tibets Kham zum Ausdruck gebracht. Die Co-Vorsitzenden kritisierten scharf die Kriminalisierung friedlicher Umweltproteste und erklärten, dass dies eine schwerwiegende Verletzung der Grundrechte darstelle, darunter die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und der Umweltschutz. Die Gruppe forderte außerdem transparente und unabhängige Untersuchungen der gemeldeten Repressionen und drängte die Volksrepublik China, alle inhaftierten Personen freizulassen. Am vergangenen Samstag veranstaltete das Tibet-Haus Japan einen Workshop für mehr als 20 junge Tibeter, die in Japan leben, um die Bedeutung einer aktiven Fürsprache für Tibet und die Stärkung ihrer kulturellen Identität zu unterstreichen. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern einen sinnvollen Raum, um nachzudenken, Diskussionen zu führen und die Wege zu erkunden, wie sie einen positiven Beitrag zur tibetischen Exilregierung leisten können. Dr. Tsongkhapa Arya, Vertreter des Tibet-Haus Japans, gab einen aufschlussreichen Überblick über die aktuelle Menschenrechtslage in Tibet. Er betonte, wie wichtig es ist, mit dem tibetischen Erbe in Verbindung zu bleiben und ermutigte die Teilnehmer darüber nachzudenken, wie sie die Beziehungen zwischen der tibetischen Gemeinschaft und der japanischen Gesellschaft vertiefen können. Der Workshop diente als zeitgemäße Erinnerung an die Rolle, die junge Tibeter bei der Bewahrung ihrer Kultur, der Verteidigung der Menschenrechte und dem Aufbau von Brücken zwischen den Gemeinschaften spielen können. In den vergangenen Wochen feierten rund 800 Tibeter in Frankreich und Umgebung mit kulturellen Darbietungen den 36. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Thubten Gyatso, Mitglied des 17. tibetischen Exilparlaments, und Jigsin Gyengkang, Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, nahmen als Ehrengäste teil. Eine Gedenkveranstaltung fand auch in der Shilab Nangje Weekend School in Antwerpen, Belgien statt, wo der europäische Verbindungsbeauftragte für Tibet, Tundup Gyabo, als Ehrengast teilnahm. Eine ähnliche Feier zu diesem Anlass fand in der Shilab Nangje Weekend School in Antwerpen, Belgien statt, wo Tundup Gyabo, tibetischer Verbindungsbeamter für Europa, als Ehrengast teilnahm. Die tibetische Gemeinschaft in Korea organisierte das 4. Friedensseminar mit dem Thema Der Weg der Harmonie, das Licht des Friedens, um Frieden, interreligiöse Harmonie und ein tieferes Verständnis der tibetischen und allgemeineren Friedenstradition zu fördern. Das Seminar brachte religiöse Führer, Wissenschaftler, Künstler und Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund zusammen, um sich auszutauschen, zu reflektieren und zu lernen.
Das Programm umfasste eine Fotoausstellung mit dem Titel »Das Leben des 14. Dalai Lama«, zeremonielle Sitzungen, akademische Vorträge und interaktive Segmente und schuf so eine umfassende Plattform für Reflexion und Diskussion. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.